Sali zusammen, herzlich willkommen zur schon 14. Folge von Swissinfo auf askswitzerland und lasst mich zuerst ein paar Fragen beantworten. Ein Intro, kommt! Ein Endcard, kommt auch! Zwischensequenzen, kommen! Ein neues Schnittprogramm, kommt! Bessere Ton- und Videoqualität, kommt! Die Polizei, kommt! Der Weltuntergang, wer schreibt eigentlich das Skript? Wenn immer Leute wissen, die Sachen kommen alle, aber gerne noch ein bisschen Zeit. Ich habe selber nicht gewusst, dass das in so kurzer Zeit so groß wird. Darum habe ich auch keine Vorkehrungen für das getroffen. Ein Intro und Sequenz für Zwischenthemen ist mir persönlich am wichtigsten. Es haben mir schon ganz viele Leute Vorschläge für das gemacht und auch Einsendungen gegeben. Aber die sind alles so Gaming-Intros und das ist irgendwie nicht gerade das, was ich will. Darum wird es vermutlich auch noch in den nächsten paar Folgen ohne Intro bleiben, aber irgendwann ist das sicher auch da. Ja, und heute geht es um einen Volkssport, nämlich Fußball und um ganz viel Geld. Und wie lässt sich das am allerbesten kombinieren? Ja, sehr richtig mit der Fifa. Ich glaube, jeder, was sich in irgendeiner Art und Weise für Fußball interessiert, hat das mitbekommen. Es sind mehrere hochrangige FIFA-Funktionäre verhaftet worden, weil sie im Korruptionsverdacht bezüglich der WM-Vergabe nach Russland und Katar, also die nächsten 2 WMs, stehen. Endlich rollen bei der FIFA mal ein paar Köpfe. Ich bin da sowieso nicht gerade Fan davon, dass es Geld so eine richtig grosse Rolle spielt wie in einem Sport, der eigentlich Leute begeistern soll. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, ist mir sofort als Video in den Sinn gekommen, das ich jetzt ganz kurz abspiele. Es ist links der Schawinski, den kennen glaube ich die meisten. Das ist ein Fernsehmoderator bei SRF und rechts der Blatter, das ist eben ein Schweizer und er ist Präsident von der FIFA. Und der Schawinski fragt ihn etwas, ob oder warum denn FIFA da nicht Untersuchungen macht wegen diesen ganzen Korruptionsvorwürfen. Der grösste Verdacht ist, dass der Bin Hammam korrupt war, um Präsident zu werden. Das muss man doch annehmen. Und da gibt es ja einige Hinweise, dass es auch für die WM-Vergabe Katar passiert ist. Machen die denn keine Untersuchung? In dieser Angelegenheit, also lieber Roger, würde ich sagen, das ist ein gefährliches Pflaster, wo du dich bewegst. Das ist eine Frage, die ich stelle. Wieso ist das gefährlich? Und auf dieses Pflaster, ja, wenn du Anschuldigungen machst, das ist eine Frage, die ich stelle. Ja, gut. Und auf die Frage gebe ich keine Antwort. Gut. Hui. Der Link zum kompletten Video findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Ja, aber jetzt, wenn wir schon mal auf den Geschmack gekommen sind, bleiben wir gerade mal bei unserem Sepp. Ich finde es ja prinzipiell schön, wenn ein Schweizer so ein richtig grosses Unternehmen oder so einen richtig grossen Verband leiten kann. Das zeugt davon, dass wir eigentlich verantwortungsbewusst sind. Aber der Schweizer scheint mir irgendwie nicht so gut für den Ruf von der Schweiz. Ich meine, er steht ja auch im Korruptionsverdacht. Wohlgemerkt, er wird nur verdächtigt, korrupt sein. Bis jetzt hat sich da noch nichts ergeben. Er selber findet den Job aber total cool und wird sich auch demnächst wieder zur Wiederwahl anbieten, obwohl er schon 78 ist. Aber schlussendlich wirft er eigentlich ein schlechtes Bild auf die Schweiz. Das kann zumindest ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin vor ein paar Jahren in Siena gesehen, bin Italienisch lernen und dort haben auch viele Leute ein wachsames Auge auf den Fußball geworfen. Die haben Fußball gern und alles und die sagen auch, ja, der Blatter, du bist Schweizer, oh, der Blatter kommt aus der Schweiz und so. Meine Frage an euch wäre demzufolge, habt ihr auch schon so Erfahrungen gemacht? Sind ihr mal irgendwo im Ausland gesehen, ihr seid auf Fußball zu sprechen gekommen und irgendwie auf FIFA und dann, Blatter, Schweizer, du bist Schweizer, ihr seid doch alle korrupt, ihr seid so eine korrupte Haufe, ihr Alpenpflege. Oder was sagt ihr allgemein zum Sepp Blatter? Hilft er der Schweiz, indem er der Welt zeigt, hey, wir Schweizer können hohe Ämter übernehmen? Oder schadet er der Schweiz, indem er der Welt zeigt, möglicherweise ist er korrupt, uns ist ein Schweizer auch, möglicherweise sind alle Schweizer korrupt? Eure Meinung einfach ab in die Kommentare. Gut, bleiben wir gerade bei der Schweiz und vielleicht auch bei etwas weniger Erfreulichem. Die Zahl der Schweizer, die nämlich im IS beitreten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Ganze 40 Personen sind es bis jetzt gesehen. Und 40 Personen sind meiner Meinung nach 40 Personen zu viel. Tatsächlich kann die Schweiz aber noch stolz sein, dass es auf 7 bis 8 Millionen Einwohner nur mal 40 Leute sind. Das ist eine hervorragende Quote im Vergleich zu anderen Ländern. Tatsächlich ist es so, dass der Bundesnachrichtendienst, also so etwas wie der Schweizer Geheimdienst, die Leute ziemlich gut überwachen kann. Die Rekrutierung von ihnen findet nämlich größtenteils auf Facebook und anderen Social Media statt. Man kann aber nicht verhindern, dass das Land beispielsweise in die Türkei verlassen und einfach von dort aus nach Syrien und Irak gehen. Das kann man nicht verhindern, wenn die Leute nämlich, wenn sie in der Türkei aufgehalten worden wären, einfach hätten können sagen, nein, wir haben einfach Urlaub machen in der Türkei oder so. Und dann, ja, die Justiz muss es ihnen glauben. Das ist das Prinzip von der Unschuldsvermutung. Tja, und jetzt ist natürlich die grosse Frage in der Schweiz, wenn ihr euch meiner Meinung anschließt und sagen, 40 Leute sind immer noch 40 zu viel. Oder wenn ihr sagt, der BND hat schon immerhin ganze andere 100 oder so können verhindern und dann ist es schon mal gut, dass es nur 40 sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 100 sind, ich habe jetzt einfach mal irgendeine Zahl genannt, aber einfach eure Meinung ist gefragt.
Auch dafür hat es in den Kommentarfunktionen noch Platz. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Morgen in 2 Wochen sind Abstimmungen. Da reden wir auch noch irgendwann drüber. Keine Angst, das ist ganz klar. Damit ihr nicht eure Füße eben, wenn ihr mir auf der Leitung steht. Okay, der Witz ist jetzt langsam ausgelutscht. Aber wie gesagt, alles, was ihr sonst noch verlangt habt, es kommt bald. Einfach Geduld, ich gebe mein Möglichstes. Tschüss!